Zu meinem 13. Geburtstag habe ich von meinem Spätzl Hänsel habe ich eine CD geschenkt gekriegt. Und zwar JBO, Laut. Die ist in dem Jahr rausgekommen, 1997. Und ich habe vorher schon ein bisschen was gehört. Er hat, glaube ich, schon mal Kassetten irgendwie dabei gehabt, wo JBO-Songs drauf waren. Aber das war dann so wie... also ich war schon ein Fan von JBO, aber ich habe noch keine CD gehabt. Und der Hänsel hat mir dann noch eine geschenkt, die Laut. Und ich habe sie geliebt. Und wenn du mir damals erzählt hättest, dass ich viele Jahre später einmal einen Song mache, wo der Fight von JBO drauf 2 wunderschöne Gitarren-Soli spielt, dann hätte ich gesagt, oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber alles ohne Bart, also so ohne Bart noch damals. Mit 14, mit 15 dann Vollbart, sofort. So. Nein, auf jeden Fall, aber genau das ist passiert. Zu meiner neuen Single A Jahr habe ich tatsächlich den Wie tot See von JBO für mich gewinnen können oder für das Projekt gewinnen können. Und was mich brutal gefreut, was mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und der Song, der ist entstanden, also in einer sehr kurzen Zeit, auf vielleicht 20 Minuten oder sowas. An dem Tag, wo ich den Song geschrieben habe, bin ich nach Stuttgart gefahren, weil ich da einen Auftritt gehabt habe in der Rosenau. So eine sehr, sehr bekannte und sehr prestigeträchtige, sage ich mal, Kleinkunstbühne, wo ich schon mal Jahre davor gespielt habe, vor, ich glaube, 14 Zahlenden und dann viele Jahre nicht mehr. Offensichtlich war Stuttgart nicht bereit für mich. Aber an dem Abend habe ich mich sehr darauf gefreut, weil es war ausverkauft und es war so wie, ja, weißt, du kommst zurück viele Jahre später und dann endlich so quasi, ja, ich habe es geschafft. Und es ist jetzt kein Stadion oder sowas mit Tausenden von Leuten, ne? Es ist ja keine Kunstbühne, aber sie war voll und ich habe mich so gefreut, wie man sich gerade freuen kann. Dann, als ich hingekommen bin, habe ich da eine kennengelernt. Ich weiß jetzt nicht, ob die mag, dass ich ihren Namen nenne, deswegen nenne ich sie einfach sie. Beziehungsweise wir haben uns vorher schon mal kennengelernt. Da war ich mit der Martina Schwarzmann in Stuttgart. Und da haben wir festgestellt, wir kommen aus der gleichen Ecke. Ja, sie hat es dann irgendwann nach Stuttgart verschlagen. Und da hat man natürlich sofort was zum Erzählen. Wir sind gleich alt ungefähr und haben dann angefangen, darüber zu reden, wo wir früher fortgegangen sind und so weiter. Wir haben uns damals nicht kennt, aber es waren halt die gleichen Ecken. So. Und und dann da haben wir uns super gut unterhalten und es war totaler Spaß und das ist auch ganz eine Liebe. Und dann habe ich Soundcheck gemacht und gegessen und bla bla bla. Und bin dann in der Garderobe gehockt und habe über das Gespräch nochmal nachgedacht. Irgendwie so, ja krass, ne? Ja, wie die Zeit vergeht, Wahnsinn. Und dann, so Zeit ist ja bei mir immer wieder mal so, ich glaube bei vielen Leuten, die Lieder schreiben, Zeit ist einfach ein interessantes Konzept. Und dann habe ich einfach angefangen, auf der Gitarre ein bisschen umeinander zu klimpern und dann ist mir dieser Satz eingefallen, der erste Satz vom Song, wie der Wind, der durch die Bäume streicht, zieht die Zeit vorbei. Und das Beutel hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir gedacht, weißt du was, das probierst du jetzt. Und ich habe keinen Zettel da gehabt. Ich habe dann von so Gitarrenseiten, die sind so in so Papierbackerl verbackelt. Und habe ich so ein Papierbackerl aufgerissen und habe da angefangen, den Text. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 gebraucht, weil dann streichst wieder was durch und so weiter. Auf jeden Fall, es war halt so wie, nicht einmal mehr eine halbe Stunde bis zum Auftritt. Und ich geschrieben und das ist wirklich so rausgerunnen einfach, wie es manchmal so ist. Wie du manchmal denkst, mein Gott, kann es nicht immer so schön sein. Ich habe Songs, an denen ich arbeite seit Jahren und bring's nicht fertig, weil irgendwas nicht. Und dann hast du sowas und denkst, ja, so kann es auch gehen. Auf jeden Fall war es dann irgendwie 5 Minuten, bevor der Auftritt losgegangen war ich fertig mit diesem Song. Und hab mir gedacht, er kommt mir ziemlich gut vor, aber wer weiß, schauen wir mal. Und dann habe ich ihn mal kurz aufs Handy aufgenommen, damit ich einfach nicht vergiss, wie ich das phrasiert habe und so weiter, bla bla bla. Dann habe ich meinen Auftritt gespielt, war wunderschön, bla bla bla, zusammengebackelt und
Und als ich heimgefahren bin dann, habe ich mir diese Aufnahme, diese Demo-Aufnahme nochmal angehört. Und mir gedacht, das ist echt ein guter Song. Aber irgendwie, der kann schon, wie viel von meinen Songs, der funktioniert schon sehr runtergebrochen, bloß mit der akustischen Gitarre und Gesang und so, aber der braucht irgendwie, hätte ich gerne ein bisschen etwas, das den ein bisschen epischer macht, als er eigentlich ist. Vielleicht so ein Gitarrensolo oder sowas. Und ich bin grottenschlecht im Gitarrensolo spielen. Ich bin kein Solist. Es muss ja ganz ehrlich sagen, es hat mich nie so wirklich interessiert. Deswegen glaube ich, habe ich da auch nicht hingeübt oder sowas. Mir hat so Fingerpicking, solche Sachen, hat mich viel mehr interessiert irgendwie. Und Soli bin ich irgendwie nie so reingekommen. Ich kann so meine eine Blues-Pentatonik und die würge ich schon seit Jahren. Wenn ich denn irgendwo ein Solo brauche, dann würge ich die heraus und es sind immer die gleichen 3 Licks, die ich da spiele und so weiter. Und da haben wir gedacht, nein, da brauche ich was anderes. Wen kann ich denn da fragen? Und ich habe den Vito C. Schon mal kennengelernt, kurz. Wir haben ein paar Sätze miteinander gesprochen, als ich mit meiner Band unterwegs war, waren wir mal Vorband von einer. Ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr wann, ich weiß bloß, wir waren Vorband und wir haben uns kurz auf der Bühne und vielleicht im Backstage oder so. Ein paar Sätze, recht viel nicht, weil wir haben nicht viel einfach nur miteinander zum Tor gehabt und so. Aber wir haben ein paar Leute, so ein paar gemeinsame Bekannte und dadurch haben wir schon voreinander gewusst, so quasi. Bla. Und auf Instagram sind wir auch befreundet oder verbandelt oder wie man das nennt. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, den fragst du jetzt einfach. Und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er gesagt, ja, sau cool. Also ich habe ihm den Song gezeigt, er hat gesagt, gefällt mir, gern. Und dann haben wir es gemacht und so kommt es manchmal raus. Jetzt braucht man so eine Einblendung von so einem Beutel, so, du schaffst alles, wenn du nur willst, bla bla bla. Träume werden wahr. Sowas. Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr gefreut. Und es ist ein wunderschöner Song dabei rausgekommen. Wenn es mögt, dann hört es euch einmal an. Es ist oben oder unten ist er verlinkt. Kommt zu allen Streaming-Seiten, wo es noch gibt und wo ihr auch die wunderschönen Soli anhören könnt. Auf YouTube gibt es auch ein Video, wo wir das Ganze performt haben. Im normalen Kellner-Style, schwarz-weiß, Live-Video-Dingens. Da hat mir auf jeden Fall gefreut, wenn ihr es auscheckt habt. Ich bin sehr stolz drauf. Er ist sehr gut gelungen, der Song. Und habe schon sehr gute Rückmeldungen von viel von euch gekriegt, die den Song auch sehr schön finden und so. Das gefällt mir natürlich auch. Ihr könnt es natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie er euch gefällt, ob er euch gefällt. Und auch wenn er euch nicht gefällt, hey, es kann einem nicht alles gefallen. Ich möchte mich einfach an der Stelle nochmal bedanken fürs Zuhören überhaupt und ganz herzlich bedanken beim Vito, der den Spaß mitgemacht hat und zwar wunderschöne Soli geschrieben hat. Jetzt war es aber, das war die Storytime mit Matthias Kellner. Für alle, die einen Song erwartet haben. Es ist einer in Arbeit, aber der braucht noch ein bisschen. Und jetzt probiere ich mal sowas. Ne? Ich bin ja auch Geschichtenerzähler. Jetzt haben wir gedacht, verzeihe ich euch einmal eine. Das war's. Für euch.